Sasa gehört zu den indoeuropäischen Sprachen. Es fällt somit auch in mein Fach die Indoeuropäistik oder Indogermanistik. Man hat auch Sprachen wie das Parthische erschließen können, aufgrund von Felsinschriften zum Beispiel. Und da zeigt sich eine gewisse Nähe zum Sasa. Wacht heißt, er sagte. Und dafür, wo die Perser Guft sagen würden oder die Comanche Gott, das ist ein wichtiger Isoglose, ein wichtiger Unterschied. Und dieses Wacht stimmt mit dem Sasa Wat oder Wa, wenn es noch stärker verkürzt ist, zusammen. Wesentlich ist, dass wir hier also im iranischen Bereich sind und dass da auch Sasa mit eingeordnet ist, und zwar nicht unter Kurdisch-Comanche. Man hat sogar gedacht, dass das Parthische eine Vorstufe des Sasaki sein könnte, aber dann hat man bemerkt, dass es im Parthischen gar kein Femininum mehr gibt. Im Sasa gibt es das noch. Die Situation, grob gesagt, so, dass im Norden die Aleviten sind und im Süden die Sunniten. Damals war es vielleicht noch etwas anders verteilt. Dagegen ist dann also Gibbert aufgetreten und auch Agnes Korn, auch Sülfü Selcan. Also im Großen und Ganzen ist es in der Sprachwissenschaft sehr deutlich, dass das Sasa und Kurdisch zwei getrennte Sprachen sind und dass solche Lucci auch die Beziehung zu Sasa stärker untersucht. Und Gibbert hat in der Zeitschrift Die Sprache eine längere, sehr professionelle Abhandlung über Sasa geschrieben, aus der also hervorgeht, dass das also auch selbstständig ist.